eben wie gesagt, der Fast ist noch da. Fasti, bist du noch da? Bist du noch da, Fast? Der Fast ist noch da. Hallo, Fast? Du bist noch da, right? Du kommst noch eine CD über von uns, du hast eine CD gewonnen. Falls sonst noch jemand eine CD will, meldet euch. Wir können da sicher nochmal ein Gewinnspiel machen mit einer teilnehmenden Person und wir können das machen. Kein Problem. Wie man es könnte. Ja, eben, aber den habe ich vorher schon gebracht. Ja. Was willst du sagen? Ich bin voll ausgeschossen jetzt. Ey. Ja, ey, ich würde sagen, wir haben richtig krass. Ich glaube, wir haben das einfach können. Wir haben das einfach mal können, Sachen von der Seele kotzen. Wir haben endlich mal können wieder ein bisschen Kontakt zu den Leuten aufnehmen. Hat irgendjemand noch eine Frage, möchte noch irgendjemand etwas wissen? Oder fragen, wie ich meine Glatze so zum Glänzen kriege? Oder warum er die Hälfte, was im Grind rasiert hat, die anderen nicht? Das Cyborgs are ready! Ah, ja, genau. Ja. Ja, eben. Wenn ihr noch irgendetwas wissen wollt. Oh, der Rasta! Oh nein, jetzt Oh, müssen wir das sind jetzt wir gerade schon verabschieden. Ja gut, dann fangen wir nochmal an. Also, wir sind da mal. Wow. Ja, hey. Appreciate. Danke. Was ist denn, das würde Bienen jagen? Ist es laut? Ist es so besser? Keine Ahnung, vielleicht ist es so besser. Auf jeden Fall, hey, cool, dass du da bist. Wir haben jetzt sehr lang gequatscht, sehr lang gemacht. Du darfst trotzdem irgendwo dort oder irgendwo kann man so ein Herzchen anklicken. Wenn du das möchtest machen, Er hat es schon gemacht. Hey, du bist der Hammer, du machst Sachen, bevor du weißt, das ist so mein Connection. Ja, was willst du? Gibt es noch etwas, was du Schluss sagen? Los. Loswerden. Ich liebe euch für die Unterstützung. Nein, wir müssen nicht ins Bett, wir haben schon alles erzählt. Weißt du, gerade 2 Stunden und du hast alles gesagt. Hey, das Gequatsche ist wahrscheinlich länger als alle unsere CDs, die wir bis jetzt produziert haben. Das stimmt nicht. Nein. Wir haben wirklich viel. Nein. Wir haben wirklich. Ich habe es mal zusammengerechnet. Alles, was veröffentlicht ist und das, was unveröffentlicht ist, zusammen auf allen Portalen sind es über 100 Songs. Und wenn wir durchschnittlich so 2 bis 3 Minuten haben, kannst du aufrechnen. Mhm. Ha! Wow. Ja, wenn du denkst, wie viel. Ich will gar nicht wissen, wie viele Songs. Das sind ja. Das, was ihr auf der CD mitbekommt, das sind ja nur die Tracks, die schlussendlich auf das Preste schaffen. Aber all die Songs, die wir gar nicht aufnehmen oder wo wir sagen, hey, wir schreiben nochmal einen neuen Part, der nicht aufs Thema passt. Oder irgendetwas ist oder nicht, einfach nicht veröffentlicht wird und irgendwo in Daten-Nirvana verschwindet. Oh, jetzt bin ich ganz schnell weg wegen dem Track. Der ist der Hammer. Komm, wir hören den noch schnell. Lassen wir den noch schnell. Ich glaube, der ist wirklich etwas, wo... Das ist glaube relativ kurz. Ist das nach... Ja, das war so eine Trainingsphase wie mir. Der ist der Hammer. Ganz schwierige Zeit gewesen. Ich liege im Bett, aber schlaf nicht, schiebe Panik. Jede Nacht wach, warte bis es Tag wird. Wahnsinn, jedes Mal, wenn ich träume, fressen Flammen meine Seele. Ich will weg, aber rennen auf der Stelle, als wäre ich auf einem Laufband. Immer dann, wenn ich meine Augen zumache, drehen sich meine Gedanken im Kreis. Mein Geist und näher am Abgrund Trauma. Ich kämpfe gegen das Gefühl, in den Licht brennen, aber wirklich nicht mehr ganz kühl. Gegen raus, das ist Kalkül. Ich pode das Feuer, wandert in eine pure Jahrverpassung für Energie. Und leider sind mit jedem Wort weg aus meinem Kopf in mein Mikrofon. Packen die Dämonen, die da wohnen in meinem Hirn und machen keinen Platz, wenn sie noch so stark sind. So gut immer weiter, ich komme nie ans Zentrum. Schau ich jeden oben als 4 Moment. Ich will sehen, wenn um Himmel wieder die Sonne brennt, bevor ich dann irgendwann einfach rausrenne. Weil irgendetwas nach mir greift, als hätte ich 100 Hände. Ich erlebe jede Nacht 1000 Untergänge und habe das Gefühl in meiner Brust, dass etwas drunter kommt. Ich hoffe, mir kann nichts passieren, ich bin am Schluss am Ende ein guter Mensch. Ich kann nicht stehen bleiben, ich muss wach bleiben. Sprint weiter nach vorne, weil hinter mir rotten sich Horden, wo man nachsäckeln kann mich nie absetzen. Nicht weiter verweilen, sonst kriege ich die Piste und mir bevor ich es geschafft hat. Sie jagen mich über das Schlachtfeld, bin weiterhin, immer noch mittendrin. Doch jeder Schritt zählt, der mich weiterbringt. Lauf so lange, wie die Beine wieder tragen, aber bleibe gleich am gleichen Fleck. Fuck, muss weg da. Nicht warten, nicht schlafen, meinen eigenen Weg gehen, bergab. Oder wieder gegen Uhr, hebt die Hände in der Luft wie beim Rollercoaster. Schnaufen ein, schnaufen aus, setz Energie frei wie die Supernova. Kann loslassen, lass mich fallen gegen oben das dunkle Loch ab. Fühlt sich an, als würde man gerade aus dem Rücken ein paar Flügel wachsen. Flüge verdammt weit weg, hoch über den Dächern von der grauen Stadt. Es ist traumhaft, so schwerelos, schwer irgendwo dort oben im Nirgendwo.
Da der eiserne Vorhang gefallen, aber bleibe gleich da. Das Liebe zum Mikro bin an der Rand, nach vorne, Mann. Will ich doch noch so viel vor mir haben, kein Stopp, kein Halt, wenn ich vorwärts gang. Mit dem Kopf durch die Wand. Das war schon so eine Sache gewesen. Der ist super. Ja. Das ist einer von meinen Lieblingssongs. Auf meiner Hand. Es ist ein Hidden Track. Ja, Der das ist, ein Track. der ist da drauf am Schluss und keiner weiß es, weil man sieht es gar nicht. Jetzt ist er nicht mehr hidden. Oh. Ja. Ja, jetzt Wir kommt haben- es drauf an. Ja, stimmt. Wir haben so Fox eigentlich, ich habe das eigentlich gerne gemacht. Das sind wahrscheinlich so 2, 3 Tracks, die niemals irgendjemand will hören, weil sie versteckt sind, aber ich finde, manchmal gehört so etwas dazu. Und heute, ich habe hey, du weißt, ich habe ja aber hunderte von CDs. Ich habe die alle mal digitalisiert. Über Tage hinweg. Ja. Und dann habe ich auch ein paar versteckte Tracks gefunden, die ich so im Ding gar nicht gehört habe. Das war cool gewesen. Ja, wir haben wirklich ganz viele schöne Sachen gemacht. Ja, es ist ja dann, es ist immer ein bisschen, wenn ich unseren Sound höre, und ich höre ihn wirklich nicht oft, aber zwischendurch finde ich es schön. Es ist immer eine kleine Zeitreise. So. Du Wirklich? hörst, du spürst doch immer, wie ist dir in dem Moment gegangen, du erinnerst dich an Gerüche, an den Moment und oft ist es auch so ein bisschen, wie ist der emotional gegangen. Gell? Wenn so, wir haben beide unsere Trainingen durchgemacht, du hast schwierige Zeiten gemacht mit gewissen Sachen, mir genauso. Und das wird immer mit rein verarbeitet. Brauchst du nicht. Ein kleiner super der. Und das ist mittlerweile alles, was ich brauche, mein Man. Ja. Es sind immer Auf und Abs und das spürt man auch in der Musik. Und ich sage schlussendlich, auch wenn wir die Musik natürlich machen, damit die Leute auch hören, damit es auch irgendwann durch ankommt, ist es schlussendlich immer noch eigentlich für uns. Ein Stück weit. Es tut Situationen abfangen, tut sie interpretieren, auf den Beat knallen und da sind wir befreit davon. Das ist wie ein Tagebuch, nur schreiben wir mittlerweile nur täglich rein. Und alle anderen kriegen mit, was wir reinschreiben. Ja, Bahnhof Perkli-Zeiten, so läuft das. Bahnhof Perkli-Zeiten, ja Mann, wow, Genau. das sind alte Zeiten. Stadtmauern, ja. Ja, Perkli. Was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, so spontan, was ich noch spannend finde, ist unsere Haltung, wie wir einfach mal so rein wie funktioniert das Produzieren, einfach mal rein Detail. Ich weiss nicht, bei den 29 bin ich übermotiviert gewesen, in dieser Zeit und habe 2-3 Mal, wo wir ein Haufen Leute zusammen waren, die Leute, die ein bisschen zu uns gehen, ich habe mich anspannen von hey Leute, wir sind so viel, wir können machen wir zusammen, geben wir Gas und mir ist nur darum gegangen, dass ich habe so ein Feuer gehabt, ich kann das Feuer weitertragen. Ist aber bei vielen Leuten ist das sehr negativ angekommen. Ich bin auch als arrogant, frech angeschaut worden. Weil ich einfach gesagt habe, hey, gross denken, gross träumen, nicht sich aufhalten lassen und auch wenn es nicht klappt, probieren es so. Also, Und heute? ja, eben 11 Jahre ist es, verdammte 11 Jahre. 11 Jahre sogar, ja. Fuck. Ja, weil KB gibt es 10 Jahre. KB aber das gibt's Ganze eben, ist wir nichts als- anderes. Das ist, wir kennen uns jetzt 12 Jahre, so. Also Das ich bin 2006, Mitte 2006 glaube ich in die Lehre gekommen. Nein, 2007. Also 11 Jahre, ja, er hat recht, 11 Jahre, super. Wow. Ja.